Sing Street erzählt die Geschichte von Connor, einem 15-jährigen Bub, der im Irland von 1985 lebt. In dieser Zeit ist es den Iren nicht sehr gut gegangen. Viele sind ausgewandert wegen der wirtschaftlichen Lage, vor allem nach England. Und auch seiner Familie geht es nicht sehr gut, was bedeutet, quasi zum Sparen, dass er muss die Schule wechseln und in so eine katholische Schule muss. Dann an einem Tag lernt er aber die Rafina kennen. Das ist ein Mädchen, das dort steht, also neben der Schule. Er fragt sie dann, ob sie im Videodreh mitmachen für das Musikvideo von seiner Band. Das Problem, er hat gar keine Band. Und dann gründet er aber eine extra für das und versucht nachher mit seinen Liedern, die er mit dieser Band macht, bei der Rafina zu punkten. Und ich bin ein mega grosser Fan von Sing Street. Ich habe den Film so geil gefunden. Ich habe die ganze Zeit grinst wie ein Golf vor dem Franz Weber. Und ich glaube, es hat schon lange keinen Film mehr gegeben, wo ich dermaßen etwas gefühlt habe. Fast jede Sekunde habe ich irgendetwas gefühlt. Und der Film hat Musik, er hat Drama, er hat Humor und vor allem hat er Herz. Das Drehbuch ist ziemlich ein Standard, nichts sehr Spezielles. Eigentlich jede romantische Komödie funktioniert nach dem Schema, nach dem Spannungsbogen. Das ist mir aber sowas von egal jetzt gewesen, weil wenn es so charmant und mit so viel Witz verpackt ist, dann kann ich gerne über das hinweg schauen. Die Hauptfigur der Connor ist gespielt vom Ferdia Valls-Pilo, so sagt man es, glaube ich, klingt ein bisschen wie eine Star Wars Figur. Der hat vorher in noch keinem Film gespielt. Das ist sein allererster Film. Er ist Musiker nebenbei, er ist auch ein bisschen älter, als dass er im Film dargestellt wird. Und er ist echt mega gut. Doch man kann sich so gut in seine Figur hineinversetzen. Er ist sehr charmant, er ist mega herzig. Und ja, ich habe ihn wirklich eine coole Figur gefunden. Auch seine Nebenfiguren und seine Kollegen sind wirklich mega gut gespielt, auch wenn sie nicht sehr viel zu tun haben, weil es ist ganz klar, eben wie gesagt, um Connor und der Rafina, ihre Geschichte. Ich möchte aber trotzdem den Jack Reynor erwähnen. Der spielt am Connor seinen grossen Brüder und so ein bisschen seine Inspiration und so. Und er ist echt super gespielt, hat auch eine sehr spannende Charakterentwicklung, die er durchmacht, so gegen den Schluss. Das habe ich mega cool gefunden. Und sehr fest erwähnenswert ist auch die Lucy Boynton, die Rafina spielt. Sie ist so gut, sie passt extrem, wie sie aussieht mit ihrem Look in dem Film. Sie spielt das so ein bisschen innerlich zerrissene Mädchen mit dieser Fassade vorne dran, spielt sie extrem gut. Sie ist so gut, meine Güte, ich habe mich angefangen in sie verlieben. Und ich muss natürlich über die Musik reden. Die ist wirklich cool. Es ist auch ganz klar ein Musikfilm. Ich finde, sie haben die Musik von bestehenden Künstlern sehr gut eingesetzt. Sei jetzt das die Musik von Aha, die ist eher spärlich eingesetzt, was mich überrascht hat. Dann von Duran Duran oder von The Cure. Das hat mega Sinn gemacht, meiner Meinung nach, im Kontext vom Film. Und auch die Lieder, die extra für den Film geschrieben und aufgenommen worden sind mega gut. Die meisten, weil die einen Lieder sind nicht so gut, aber das widerspiegelt so ein bisschen die Entwicklung von dieser Band, die wird ja auch immer besser im Verlauf des Films und darum werden die Lieder so ein bisschen besser. Mein persönlicher Favorit ist Drive It Like You Stole It. Falls du selber möchtest reinhören, ich poste den Link zu dem in der Beschreibung. Ich als 90s-Kid habe die 80er nicht selber erlebt, aber ich finde, die Essenz der 80er haben sie in diesem Film sehr gut eingefangen. Eben mit der Musik, dann mit den Autos, die fahren und mit den Kleidern, die so haben und mit den Frisuren, Jesus Gott, und Eyeliner und alle Huren Siech, alles ist dabei. Natürlich ist auch Sing Street nicht perfekt wie kaum ein Film. Es hat wenige Sachen gegeben, die mich gestört haben. Das eine war, ich habe gefunden, gewisse Figuren haben gegen den Schluss ein paar komische Entscheidungen getroffen. Gefunden, will man das jetzt so machen? Warum? Ach, das ist wirklich ein Jammer auf hohem Niveau. Was mich dafür ein bisschen mehr gestört hat, ist aber auch nicht schlimm, ist das Ende gewesen, weil das Ende hat meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt verstanden habe, mehr einen symbolischen Charakter, was nicht so passt, weil der Rest vom Film ist sehr real und der Schluss hat mich so ein bisschen abgekoppelt gedunkt. Der Regisseur hat das selber gesagt, er hat gemerkt, dass das Ende so ein bisschen symbolisch ist und dass das wahrscheinlich nicht ganz klar rüberkommt und genau so habe ich empfunden. Darum das Ende, die letzten 5-10 Minuten habe ich nicht so super gefunden. Sing Street ist herzerwärmend und herzzerreißend gleichzeitig. Er ist teilweise traurig, er ist lustig, er ist dramatisch, er ist herzig, er ist real und eben, er hat so viel Herz. So einen herzhaften Film habe ich das Jahr, glaube ich, noch gar nicht gesehen und das finde ich mega schön. Die Musik ist super, er ist gut gespielt,
Das Ende habe ich jetzt nicht so toll gefunden, aber über die letzten 5 Minuten schaue ich jetzt mal weg, wenn die restlichen 100 mich so gut unterhalten haben. Ich habe Sing Street wirklich richtig, richtig gut gefunden. Ich empfehle den Film eigentlich nur den Leuten nicht, die mit der Musik im Film nichts anfangen können. Und ich meine wirklich nicht, oh, ich kenne es nicht, sondern ich hasse die Musik. Wenn du mit dieser Musik nicht kannst umgehen, dann lass Sing Street gescheiter aus, weil er ist voll mit dem. Sonst gang Sing Street unbedingt schauen. Wieder ein Film, wo man sich etwas fühlt und nicht, hey, schau mal, CGI und Kompi und schau uns an, wie laut und gross das wir sind. Ich habe Sing Street wirklich mega genossen. Es ist ein kleiner Überraschungshit für mich das Jahr und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.